Mijn naam is Lili Ver. Ik ben met Benny Ver bevriend en we hebben 2 zoons. Dario, de oudste, is met Julia Rampel bevriend en Diego, hij woont nog thuis bij ons. Ik wil met jullie een serie doorgaan over ons Vestaunt. Ik heb die genaamd Bloomen, Goaden en dien Vestaunt. Falls du eens mal so, du bist so müde von denken, du wirst gleich mal ein Stückchen nicht zu denken oder nicht zu denken. Falls du uns mal so aus dien Verstand, ist es ein Fleck Krüt, wo du nicht mal Kontrolle über hast. Dort Ankrüt hat Hand genommen an dien Verstand. Bist du einmal deprimiert gewesen? Oder bist du nu gerutzt in Depression? Ich bin in Depression gewesen. Und ich bin auch rausgekommen mit Gott seine Hilfe. Ich habe gelernt, meine Gedanken unter den Kontrolle Christi zu bringen. So wie dort in 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 5 fängt, wo das sagt. Wir nehmen alle Gedanken fast, dort der Christus gehorchen müssen. Ich will mit euch mitteilen, wo uns Verstand schaffen wird. Und wo wir unsere Gedanken kontrollieren können, wenn wir eine enge Gemeinschaft mit Gott leben. Du wirst, so zu sein, in einer kurzen Zeit einen Blumengarten an den Verstand haben, wenn du gute Gedanken führen darfst, in diese schwere Gedanken liest, unter den Kontrolle Christi zu bringen. Krütgedanken oder schwere Gedanken können uns raufbringen. En ons Nervenleben en ons Gedankenleben. En dat kan ook onze physischen Kjarpa raufbringen, so wie dat wir Krankheiten kriegen. Zum Beispiel Mauen schwer. En wir können auch Kopfrieten kriegen. In dit Teil will wir lernen, wo wir als Geist, Seel en Kjarpa beschaffen sind. En dat tweede Teil will wir lernen, wo unsere Gedanken schaffen. En dat derde Teil will wir lernen, wo wir uns Verstand reinmerken können. En dat vierde en laatste deel heute dat nieuwe levensstil van denken. Dat eerste is, we zijn Jeist, Seel en Kjarpa. Wel we beten. Vater in Himmel, dankschön, dat du ons läufst. Dankschön, dat du ons nur dien Ebenbild gemerkt hast. Help ons te verstaan, dat we Jeist, Seel en Kjarpa zijn. En dat we onze gedanken kunnen aanwenden in den die bringen, und dass wir können Blumengarten so zu sein in uns Verstand haben, und dass wir können frei leben von diesen schweren, bedrängenden Gedanken. Wir leben die Gott, willst du uns gemerkt hast. Amen. So, nu das erste will wir sein, wo sind wir? Aus Jeist, Seel und Kjarpa. Das ist ein Ding, was wir müssen verstehen können, dass wir wissen, wo wir unsere Gedanken können unter Kontrolle halten. Gott hat uns wunderbar gemerkt. Und wir fangen dort in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, dort erste Part, sagt dort so steht. Und Gott mögt Menschen, die servieren aus Heu, nur seinen Plan. Und wieder lesen wir in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 23, so steht. Möcht Gott selbst, der Friedensgott, jün durch und durch heilen, und jünen Jeist, in Seel, in Kjarpa, unbeschädigt und rein bewahren, bot uns Herr Jesus Christus wahrer Camp. Hier schrift dort ganz klar, dass Gott hat uns gemerkt, aus Jeist, Seel und Kjarpa. Uns Verstand ist an uns Kjarpa ben. Uns Verstand dort denkt Tag und Nacht. Zum großen Glück hat Gott dazu gemerkt, dass während wir schlupen, können wir dort nicht fallen, können wir dort nicht verstehen, dass wir denken. Dort ist es, wenn wir ein Stückchen besinnungslos waren, weil es dort erste Part von uns Verstand switcht ganz auf den Tid, wo wir schlupen. Uns hinterste Part, dort bleibt am Schaffen, so wir denken immer. Gott sein Willen für unsere Gedanken ist, dass wir sollen gute Gedanken haben, positive Gedanken haben. Sein Willen ist, wir sollen am Halten, auf diese Erde, sein Recht zu bühen. Er hat uns gegeben, dass wir gute Ideen haben und dass wir sollen die Menschen in der Welt so sein, als heute sind. Wir sollen das sein mit Liebe. Zum Beispiel, wenn du näher bist, dann kannst du denken, und es steht, die Sorgen über Dinge, die keinen Sinn haben, denk, wo wirst du nächstes Mal tauschen, dass die Mävenwuren besser stehen. Du kannst auch denken, wem wirst du kein Geld tun mit den Nähen.
Noch ein Beispiel von guten Gedanken ist, wenn du willst backen. Während du backen das, und es steht denken, wie beleidigt du bist und wie weit du getan worden bist von wem, dann denk lieber, wo würde ich nächstes Mal die Kuchen noch nur Hofte merken? Ich kann vielleicht Peanut Butter und Honig brücken und es steht Zucker. Oder, hoe wir das tun, zodat dat weniger Mehl brücken det. Das sind Gedanken, die kreativ und positiv sind. Du kannst auch denken, wem sollt mal einladen, zu Kaffee und Kuchen, zum eine gute Unterhaltung kann. Und bloß Gott danken, dass heute diese gute Ideen lässt, zu kommen. Das ist, was Gott ans Gedankenleben gemerkt hat. In der Bibel schreibt in Philippa Kapitel 4, Vers 8, so steht: Dann zu Gott Brüder, und wie wollen hier von dir auch sagen können, Schwestern, was die Wahrheit ist, was zum Achten ist, was gerecht ist, was rein ist, was läuftulich ist, was einen guten Ruf hat, was gute Eigenschaften hat, was zu loben ist, damit gebt auf an jene Gedanken. Das ist eine Liste von vielen positiven Gedanken, mit was wir uns dürfen aufgeben. Aber wir Menschen würden uns vielmals mit negativen Gedanken aufgeben. Und diese Liste kann sehr lang werden. Aber zum Beispiel sind Sorgen, Beleidigung, Undankbarkeit, Unvergebenheit. Wie schlecht das geht, wie schlecht alles ist, wie negativ, wie schlecht das ist immer alles wird. Diese Gedanken bringen uns bei dem Punkt von Depression, was du meinst, Mutlosigkeit, Betragsein, nervenkrank oder bloß einfach raufkommen. Wenn die Bibel sagt, wir sollen uns mit guten Gedanken aufgeben, wo können wir das tun? Was bedeutet? Wie man erst verstehen kann, wo wir sind als Jeist, Seel und Kjarpa. Und wir haben uns all den Bibelvers gelesen, wo Gott dazu gemerkt hat, dass wir Jeist, Seel und Kjarpa sind. Uns Jeist ist dort Part von uns, wo mit Gott taub geknackt ist. Das beleben wir, wenn wir nie geboren sind. Dann haben wir einen neuen Jeist. Wer noch nicht nie geboren ist oder wer noch nicht bekehrt ist, der hat auch einen Jeist, aber der hat nicht den Jeist von Gott. So, wo können wir, wo wir all bekehrt sind, diesen Jeist besser kennenlernen, was an uns wohnt? Der einzige Weg, diesen Jeist kennenzulernen, ist die Bibel lesen, zu studieren, zu glauben, was das sein wird, über unseren Jeist. Ein Beispiel ist in Galater, Kapitel 4, Vers 22 beschrieben. Und dort sagt es das: Die Frucht von den Jeist ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gutgesonnensein, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Dort, wo wir in unseren Geist haben, wenn wir nie geboren sind, dort ist auch dort, was Jesus hat in seinem Wandel auf dieser Erde. So, wenn wir die Bibel studieren und checken, was Jesus getan hat, dann können wir den Jesus, was an uns ist, besser verstehen können, weil Jesus hat uns den Jesus auch gegeben. Unsere Säule, dort ist uns Eck. Dort ist der Teil, wo uns freie Wellen ist. Dort ist der Teil, wo unsere Gesinnung ist. Dort ist auch sozusagen uns Denken. In uns Gewissen ist auch in unserer Säule bin. Die Säule ist sozusagen meine Persönlichkeit, in deine Persönlichkeit. Dort wer deine Säule ist. Der Körper ist ganz einfach dort, wo wir im Spiegel sein. In unserem Körper ist uns Verstand. Und dort ist, wo viele Menschen glauben, wo unsere Gedanken anfangen. Dort unsere Gedanken in uns Verstand anfangen, dort stimmt nicht. Unsere Gedanken, die fangen an in unsere Säule. Unsere Säule ist, was du entscheiden wirst, was wir denken. Aus diesen Gedanken, was wir denken, in uns Kopf rollen die Gedanken wieder, was unsere Säule entschlossen hat. Und die Säule wird entscheiden, kommen diese Gedanken von den Geist Gottes oder kommen diese Gedanken von dort, was umfleuchen und kämpft. Dort, was wir sein, dort, was wir hören von der Welt. Und dort bringt uns gewöhnlich eine Angst an. Wir wollen auch lernen, wie wir uns Verstand mit guten Gedanken fällen können, dass du weniger schlechte Gedanken wissen. Um diese Dinge zu verstehen, will ich ein sehr praktisches Beispiel bringen. Und dort ist im Bloomen Goaden in uns Verstand. Uns Verstand
waar we ons zijn als de steed, wo de ganz vruchtbaarste Erde is, wat het geven deed. En Ankruid en Blumenstieren weet wie, de gleichen nichts so sehr als fruchtbare Erde. En dort ist, wat ons verstand, als diese steed, wo de fruchtbare Erde ist, gute Gedanken und schlechte Gedanken gleichen diese fruchtbare steed, willst du können sie ihre Blumen baten Blähen bringen. De Säul, den werden wir benennen als den Goaden-Besarger. In der Wirt von der Säul, dort ist Gott. Gott hat den Goaden-Besarger den freien Willen gegeben, dass er dort sehen und verstehen kann, was er will. Der kann auch dann weiden, wann er will. Gott hat dort teilgelassen, weil es der freie Willen ist und er soll bin. Der Goaden-Besarger ist auch der Janja, was der Süd uitstreht. In der Goaden-Besarger ist der, was dort Krüt machen wird. Der Goaden-Besarger ist auch der Janja, was den freien Willen hat, dort Krüt, die schlechte Gedanken und Verstand wissen zu lassen oder nicht. Der hat den freien Willen, dann zu weiden, wann er will, oder dort zu spritzen oder auszurieten, die Gedanken von Krüt. So mein Blumengarten wird besorgt von meine Säul. Mein Verstand wird vergesagt von meine Säul, was der Goaden-Besarger ist. In der Bibel finden wir alles, was uns fehlt, Tim, dort unser Säulereich eingestellt ist. Und wir wollen sein, dort Gott ist der Wirt. Gott ist der, was dort Blumenstuhl hat, so zu sein, Tim, dort wir uns Goaden ganz fein pflegen können. Hier können wir uns holen, was uns fehlt, weil Jesus hat dort all betont für uns. Wir können uns gute Sud holen, wir können uns Fertilizers holen, wir können auch Jeff holen, Tim, dort Krüt dort spritzen. Und dort ist alles frei, dort hat Gott getan, Jesus betont für uns. In Johannes 15, Vers 5 fingen wir: Ich sehe den Weinstuhl und je sind die Ranken. Wer an mir bleibt und ich an ihm, der bringt viel Frucht. So wenn unser Soll topgerankt ist mit Gott, dann sind unsere Gedanken auch topgerankt mit Gott, weil es der Soll ist mit Gott topgerankt. So wie man täglich läuft die Arbeit in einen gewollen Blumengarten tun. Das selbst hier passiert in uns Verstand. Wie man tägliche Arbeit tun, Tim, dort wie läuft die Gedanken, gute Gedanken, positive Gedanken in uns Verstand haben. In unser Soll nimmt er von dit Blumenstuhl, von dit Stuhl, wo alles frei ist, wo alles Beste ist, von du kann unser Soll dort nehmen. Wenn wir sterben, dann wird das Kjarpa sterben. Der Soll, der bleibt für immer. Der Soll, der wird nie einen Kjarpa kriegen, wenn der erst bei Gott im Himmel ist. Keiner weiß, wer das Kjarpa wird sein. Aber wenn wir die Bibel lesen und studieren, dann weiß wir, dort im Himmel ist keine Sinn. Du hast keinen Kampf mit schlechten Gedanken. Und dort, wo wir im Blumengarten haben, an uns Verstand, wird wir bloß wollen genießen. Wir wollen nicht mal Brücken schaffen. Solange wir hier auf der Erde sind, wo wir diesen Kampf jeder Tag haben. Aber der Kampf wird leichter, weil Gott ist mit uns, Gott ist ohne Gewinner sieht. Im Himmel, wo wir bloß die ewige Blume genießen können. Ich merke die Mut, nach diese 3 kurzen Videos kicken, wo die ungeworden sind, an einen Link, die dann dort sehr klar erklären, wo das ist mit Jeist, Seel und Kjarpa. Mag Gott die wirklich segnen beim Lehren und beim Wissen.